Moin, ich bin Klaus Mohler und koche von Dorf für Jan. Moin, ich bin Charlotte und wir gucken von Dach zu Sohn. Moin, ich bin Julius und wir helfen gut mein Opa. Ja, wir kochen zusammen Patstück. Patstück ist ein Ort Hochzeitssupp, den Lippen anders eten bad als normal. Aber das schnacken wir nachher noch über. Wir brauchen von Dorf Tafelspitz, als Suppengemüse brauchen wir Porree, Möhren und Sellerie. Ries mit Rosinen, Hack für die Klöten und Backplum mit Meerrettichsauce achteran. Charlotte, du kannst einmal das Fleisch und die Knochen in Pott reindauen. So. Wunderbar. Habt ihr da Hahnenwurschen? Ja. Gut, dann machen wir nur die Hackmasse für die Fleischklöten. Wunderbar. Und da ist gar kein Schol reinkommen. Ach doch. Soll ich das? So, Charlotte, du da das Paniermehl darin. Und Salz mag ich lieber selbst. Und Pfeffer auch. So, und du kannst das matschen. Mit Feierhand ist man gauer fertig und man kann sich auch zwischendurch mal ein bisschen knicken. Ich hau die Schüttel fest und nun machen wir mit 3 Mann 1 Kilo Hack. Und wenn sie damit fertig sind, dann habt ihr ganz besonders schöne, zarte Finger. So. Und nun dauen wir uns in die Hand ein bisschen Öl. Weißt du, wofür das ist? Ja, damit die Finger nicht so kleben. Damit die Hack wieder von den Fingern abgeht, wenn ihr dann düdelt habt. So, und diese Gröt will ich haben. Nun daut ihr die Fleischklöten in das Hitwohl rein. Geht am besten, wenn du das da in Beten drinhauen da ist. Dass ich noch ein bisschen Rauch, dann will wir bloß aufpassen, dass es nicht gucken dauert. Jetzt probiert wir die. Das schmeckt bloß so gut, weil die so fein düdelt haben. Und nun geht es an Schälen. Ich schälte Kartoffeln. Ich schälte Buddel. Da mag ich auch nicht das Eis im Mund, ne? So, und ich schneide die Augenbrot und schneide einmal durch. So, die Fleischklöten sind gut, die schwimmen Aalbogen. Du kannst so den Aalrut nehmen, Julius. So. Opa, Und laut Charlotte auch noch ein paar. Opa, wofür ist eigentlich der Unterteller? Den Teller habe ich darin tun, damit die Fleischklöten nicht in die Brühe liegen dauert. Nun habe ich noch eine Stunde Zeit, bis die Suppe gut ist. Dann dauert wie das Suppengemüse darin. Und den Ingwer. Den Ingwer schneide ich in so eine Stücken. Den Porree, dann nehme ich bloß das Grüne. Wuschen habe ich dann ab. Und das Witte lege ich extra. Das guckt wie zum Schluss für die Gemüseplatte. Und dann schäle ich den Sellerie. Dann schneide ich den Sellerie in Vierteln. Und da das ganze Suppengemüse in die frische Suppe. Nun, laus das Grüne von den Porree. Dann muss noch einmal durch. Ingwer, da ich euch immer geil ein bisschen ran, damit er auch ein bisschen schärfer kommt. Was dann noch da sehen kann,
frische Suppe kocht man immer ohne Deckel. Wenn da nur ein Deckel auf den Pott kommt, dann war die Suppe trübe. Und das will wir nicht haben. Das soll wirklich glasklar werden. Das wird von den Porree snee ich bisschen quer in saugraute Stücken von in etwa 5 cm und kocht das nachher in eine Bouillon als Bouillongemüse. Das tue ich da nur noch nicht in den Pott rein, weil das nachher aber die Bouillongemüseplatte mit Robschall und das den nicht untereinander flattern so schön. Nun tue ich von der Brühe, was in diesem Pott, da will ich den Porree ingucken. Den habe ich hier nicht mit in die Suppe genommen, weil der anders untereinander gucken geht. Da muss ich beten vorsichtig gucken. Da ist noch die Brühe drin, da kommt nur die Porree rein. Und laut das ein Viertelstunde gucken. Da ein bisschen Salz drin. Und wenn er gucken geht, kommt die Ries da drin. Dann gucke ich die Rosinen für den Ries. So, und dann gucken wir nur die Backblumen. Dann holen wir die Wurzeln oder so, weil die groß sind. Und wie den noch hier als Bouillongemüse auf eine Gemüseplatte anrichtet. Und auch den Sellerie. So, das ist die Porree. Den braucht wir nicht mehr. Und das ist noch ein kleines Stück hier. Weil das nicht mit auf der Gemüseplatte Robschal für das Bouillongemüse. Dann will wir mal eben kicken, ob das Tafelspitz ist. Da braucht noch ein Beten. Und lassen wir das da so lang in und morgen nur die Meerrettichsauce. Nun schneid wie das Bouillongemüse. Einmal durch und auch ablenken. Du bist dran. So, du kannst das da drin legen. Alle drei. Und Deckel drauf. Das ist der Tafelspitz. So, nur 3 Stunden muss das nur abwägen. So, und nun passiert wie die Suppe durch ein Schütteldock. Damit die Trübstoffe durch alle Rut kommt und die Suppe scheint klar wird. Nun guckt Charlotte, Julius und ich der Meerrettichsauce. Dort müssen wir den Herd noch erst anstellen. Und hier machen wir eine Mehlschwitze, nennt sich das. Machen wir mal eben ein bisschen durch. Schau mich mal eben. So, du darfst dieses Mehl rühren. Und Charlotte darf wieder rühren, wenn da Meerrettich drin ist. Meine Frau sagt, hör mal, die Meerrettichsauce muss sauscharf werden, dass die bitten durch den nächsten Teil da ist. So, top festhalten.
Aufpassen, dass er nichts rüberspritzt, dass er nichts rüberspritzen da. Und wie schmeckt das? Bisschen scharf. Ich glaube, du machst das nicht. Und jetzt habe ich die Plomben hier. Dann muss ich ein bisschen Wasser tauchen. Den muss ich jetzt noch ein bisschen mit Stärkemehl andicken. Und dann tue ich noch mit den Plomben mit rein. Dann muss ich noch einmal abgucken. Und wenn es sau gut ist, als nu, dann ist es gut. Dann müssen wir das bloß noch eben probieren, ob das Zeug noch ist. Ist das nicht? Und muss noch ein bisschen Zucker rein. So, das habe ich so sauber noch gut dünken muss. Ich glaube, das schmeckt. Kannst mal das da mit drin bauen. Ich sneef jetzt das Brot. Ich sneed jetzt die Petersilie. So, Charlotte, füllst du bitte die Kartoffel ab? Ja. So 5 Stück, das lang. Und du musst durch den Ries werden. Ja. Und ich fülle die Suppe ab. Und nun füllt bitte Suppe ab. Da erst ein paar Fleischklüten drin. Und dann habt ihr die Brühe. Dann isst die Lü das. Und dann kommt der nächste Gang. Da füllt wir nun die Meerrettich-Sauce ab. Und da kommt nur noch das Fleisch und das Bouillongemüse. So. Denk mir den nächsten rein. Das Mittagessen ist recht. Nun will ich ja noch eben verklären, wo das Eten war. Zuerst gibt es die Brühe mit den Fleischklöten und mit Braut und Rosinenrisotto. Wenn ihr das Eten habt, dann wart die Kartoffeln mit der Sauce, Meerrettich-Sauce, das Fleisch und das Bouillongemüse abdischt. Und dann die Plummen dazu.